Bonjour, mein Name ist Tanja Berner, ich bin Sekretär General von der CSSF und responsable für die Initiative rund um die Education financière. Für dieses Sujet zu thematisieren, lancieren wir eine Serie von Interviews, an denen wir allgemein den anderen Experten zu dem Sujet gehen. Und ich bin ganz froh, das erste Serie anzufangen mit Christian Schumacher. Der Christian Schumacher leitet das Service Information et Conseil von der Ligue Médico-Sociale. Herr Schumacher, vielmals merci, dass ihr die Invitation angenommen habt. Und für dich, was sind die Aufgaben und die Aktivitäten von der Ligue Médico-Sociale? Ich meine, wie der Name schon sieht, Ligue Médico-Sociale, sind wir im Bereich von der medizinischen und der sozialen Services zu Lützeburg tätig. Einerseits die medizinischen Services, wo man unter anderem Leute gegen Tuberkulose und Totemerkrankungen, aber auch Medizin scolaire oder zum Beispiel Consultation pour Nourrisson. Des Weiteren haben wir auch noch Sozialservices, darunter das Service d'accompagnement social oder auch ein Service d'information et de conseil en matière de surendettement. Wir sind aber zurzeit doch aktiv am Bereich vom Covid-19, wo wir die Regierung unterstützen, Niveau vom Depistage und von der Impfung. Alle Services von der Ligue sind des Weiteren gratis. Was sind Ihrer Meinung nach die Ursachen für die Überschuldung von Privatleuten zu Lützeburg? Ganz oft gibt es ein oder mehr Auslöser für Überschuldungssituationen, notamment zum Beispiel der Verlust von der Arbeitsplatz, Schädigung, Krankheit oder auch Stirbfall. Daneben kann aber auch des Öfteren ein lichtfrankischen Umgang mit Suen oder quasi Inexistenz von der Spurnisse, auf die am Notfall zurückgreifen. Und aber auch zu Lützeburg die ganz spezielle Situation, dass viele von unseren Mitbürgern auf Kredite an der Belge zurückgreifen und dazu einem Zinssatz, der weit über dem hier im Land liegt. Das sind ganz oft Leute, die an einer Notsituation geraten sind, auch keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Dabei muss ich aber auch sagen, dass es relativ leicht ist, die Kredite zu kriegen, auch für Leute, die sich an sich keinen Kredit mehr leisten können. Welche Ratschläge gibt es dann nur den Leuten, die nicht in eine Situation von Überverschuldung zu fallen? Die einfachste Formel ist natürlich, dass ihr seht, es soll nicht mehr ausgehen, wie ihr hört. Leider ist das Leben nicht immer auf die Formel reduzierbar. Die Feier von einem Haushaltsbuch oder auch die Überwachung von den Kontosständen, die an allem durch die Visas kommt, kann beitragen, Überverschuldungssituationen zu verhindern. Des Weiteren kann ihn sich aber auch externe Hilfe holen. Verschiedene Sozialservices bieten Hilfe am Bereich von der Budgetfeierung und können einen Steig bei der Verwaltung von den Haushaltsfinanzen sein. Aber wie weit ist in diesem Kontext die Education financière für die Ligue Médico-Sociale von Bedeutung? Eine gute Abklärung von der Bevölkerung auf Finanzfragen kann dazu beitragen, Überverschuldungssituationen zu verhindern. Es ist wichtig, dass ich von Jungen also lernt, mal zueinander zu gehen, für auch an Notsituationen, wie wir sie zum Beispiel am Moment erleben, nicht an Labyrinthen zu kommen. Wenn ihr bezüglich der Education financière Wunsch frei habt, wie wäre das? Dass all die konzernierten Partner, die an der Hand tun, zu Lützeburg eine strukturierte und nachhaltige Education financière anzuführen, sich auch Moyen ergeben, für das umzusetzen. Herr Schumacher, vielmals merci. Aber wenn ihr mehr wissen über die Education financière zu Lützeburg oder irgendeine Frage zu Finanzprodukten oder Finanzservices, dann zeigt nicht auf unsere Seite www.letzfin.lu zu gehen, wo ihr eine ganz Vielfalt von Informationen finden könnt.